Döschle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gewährt mongolischen Anhängern eine Audienz. Tibet meldet eine weitere Selbstverbrennung. Tod eines verehrten tibetischen politischen Gefangenen wird nach 2 Monaten bekannt. Sprecher und Sejong veröffentlichen Bücher über die Reden und Schriften seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Dritte Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments beendet. Delegation der Friedrich-Naumann-Stiftung besucht das CTA. Galön Talamdömer nimmt an der 92. Sitzung des Leitungsgremiums der zentralen tibetischen Schulverwaltung teil. Office of Tibet South Africa stellt eine Biografie seiner Heiligkeit des Dalai Lama aus. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gewährte am Freitag letzter Woche einer Gruppe von 52 Anhängern aus der Mongolei eine besondere Audienz. Während der Audienz sprach seine Heiligkeit der Dalai Lama über die tiefe historische Verbindung zwischen der Mongolei und Tibet, die mit dem Besuch des dritten Dalai Lamas Sonam Gyatso in der Mongolei begann. Seine Heiligkeit bemerkte, dass der Titel Dalai Lama mit der Mongolei verbunden ist und erinnerte daran, dass einer seiner wichtigsten Lehrer neben den beiden offiziellen Tutoren ein mongolischer Lama namens Nguduk Tsonyi war, der buddhistische Argumentation und Texttradition lehrte. Die Gruppe mongolischer Buddhisten besuchte Dharamsala im Rahmen eines Exerzitienprogramms, bei dem die Mitglieder in den tibetischen Buddhismus und die tibetische Exilgemeinschaft eingeführt werden. Die Exerzitien wurden vom tibetischen Büro in Moskau in Zusammenarbeit mit dem Naro Benchen Trust und dem Delu Huduktu Trust organisiert. Der Besuch wurde von Delu Dulgu Rinpoche, dem Ehrenvertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama im Moskauer Tibet-Büro, geleitet. In Gyeonggi-do in der traditionellen tibetischen Provinz Kham wurde eine Selbstverbrennung gemeldet. Quellen bestätigen eine Selbstverbrennung, die am Mittwoch dieser Woche gegen 16 Uhr vor der Polizeistation von Gyeonggi-do stattgefunden haben soll. Über den Namen und den Hintergrund des Selbstverbrenners liegen derzeit jedoch keine verifizierbaren Informationen vor. Die Nachricht vom Tod eines verehrten tibetischen Lamas, der jahrelang in einem chinesischen Gefängnis saß, wurde vor kurzem inmitten der verstärkten Informationssperren der chinesischen Behörden bekannt. Berichten zufolge hinderten die Behörden eine Reihe von Anhängern daran, an der Beerdigung teilzunehmen und dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Der ehrwürdige 5. Chokdu Dawar Rinpoche, der unter seinem vollen Namen Jetsun Kherab Bongchu Samde Dembe Yatsenpe Sangpo bekannt ist, soll am 30. Januar 2022 im Alter von 86 Jahren verstorben sein. Der Quelle zufolge baten eine Reihe von Anhängern, nachdem Chokdu Dawar Rinpoche am 13. Februar 2022 aus dem meditativen Zustand Tukdam erwacht war, die Behörden und Beamten in Lhasa um die Erlaubnis, seinen Leichnam die letzte Ehre zu erweisen. Die Behörden erlaubten jedoch nur den Bewohnern Lhasas, ihm die letzte Ehre zu erweisen und warnten alle anderen vor schweren Konsequenzen. Der Leichnam Rinpoches wurde unter strengen Anweisungen und unter strenger Bewachung von Lhasa zum Kloster Ganden Darjeeling gebracht. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khenpo Sonam Dempe und Sejong Bemba Tsering stellten am Sonntag vergangener Woche in der Bibliothek der tibetischen Werke und Archive eine Reihe von 7 Büchern über die Reden und Schriften seiner Heiligkeit des Dalai Lama vor. Bei der Buchvorstellung lobte Sejong das tibetische Übersetzungs- und Forschungsinstitut für die Übersetzung der Reden und Schriften seiner Heiligkeit des Dalai Lama aus dem Englischen ins Tibetische und die Zusammenstellung in Büchern und sprach über die Bedeutung der Ausbildung qualifizierter und kompetenter Übersetzer und riet dem Institut, in dieser Hinsicht mehr zu tun. Sprecher Khenpo Sonam Dempe sagte, dass die Vision und Bestrebungen seiner Heiligkeit des Dalai Lama aus seinen Reden und Schriften ersichtlich seien und betonte daher, dass diese Bücher, die eine Übersetzung und Zusammenstellung der Reden und Schriften seiner Heiligkeit des Dalai Lama sind, eine große Ressource darstellen. Die tibetische Parlamentarier aus Europa, der ehrwürdige Thukden Wangche und Thukden Gyatso, waren die anderen Gäste bei der Buchvorstellung. Die Bücher wurden vom tibetischen Übersetzungs- und Forschungsinstitut übersetzt und zusammengestellt. Die dritte Sitzung des 17. tibetischen Exilparlaments ging am Donnerstag dieser Woche zu Ende. In der Haushaltssitzung des 17. tibetischen Exilparlaments wird der Jahreshaushalt der tibetischen Zentralverwaltung vorgestellt und diskutiert. Das tibetische Exilparlament lud am Montag dieser Woche die Delegation der Friedrich-Naumann-Stiftung FNF, bestehend aus Dr. Carsten Klein, Direktor Südasien, Herrn Bakash Kumar, Finanzmanager und Frau Jacqueline Bakshi, regionale Innenrevisoren, zu einem Galadinner und einer kulturellen Präsentation ein.
Sidyum Bemba-Tseling lobt in seiner Ansprache den bedeutenden Beitrag der FNF zum Demokratisierungsprozess des tibetischen Gemeinwesens. Die stellvertretende Sprecherin Bemba-Tseling dankte der FNF für die Unterstützung der lokalen tibetischen Versammlungen bei der Stärkung der Demokratie an der Basis. Direktor Dr. Carsten Klein lobte die hervorragende Professionalität der CTA, die sich durch Nachhaltigkeit, Kreativität und Innovation auszeichne, und versicherte, dass die Menschen in der Welt und insbesondere in Europa die tibetischen Siedlungen und Gemeinden in Indien aus erster Hand kennenlernen könnten, um eine gut funktionierende Institution mit demokratischer Ideologie zu erleben. Dr. Carsten Klein besuchte auch die Büros der tibetischen Zentralverwaltung und beobachtete kurz die Parlamentssitzung. Thalam Joma Changra des Bildungsministeriums nahm in Begleitung des Sekretärs Jigme Namgyel, Repräsentant des Nguduk Thongchung Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi, am Dienstag dieser Woche an der 92. Sitzung des Leitungsgremiums der zentralen tibetischen Schulverwaltung teil. Die Sitzung wurde von Frau Changsan, zusätzliche Sekretärin und Vorsitzende des Verwaltungsrates des CTSA Ministerium für Bildung, geleitet. Galön Thalam drückte während des Treffens ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber der indischen Regierung und dem CTSA aus, die sich seit mehr als 6 Jahrzehnten um die Bildung der tibetischen Kinder verdient gemacht haben. Sie versicherte, dass die Kinder nicht nur eine gute Ausbildung erhalten, sondern dass auch alles getan wird, um ihnen gute menschliche Werte zu vermitteln. Die Vorsitzende, Frau Changsan, sagte, dass die indische Regierung die Ausbildung der tibetischen Jugend weiterhin unterstützen werde. An der Sitzung nahmen auch Frau Darshan Dabawal, gemeinsame Sekretärin und Finanzberaterin des indischen Bildungsministeriums, Vertreterin des Außenministeriums Herr Rautela, Direktor des Bildungsministeriums sowie Herr Rawat und Herr Pritam Singh, gemeinsame Direktoren des CTSA, teil. Das Office of Tibet Pretoria veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Simonstown Museum ab dem 28. März eine einmonatige biografische Ausstellung über seine Heiligkeit den Dalai Lama im Simonstown Museum. Der Repräsentant Nguduk Dorji bemerkte, dass das Bewusstsein über das Leben und das Vermächtnis seiner Heiligkeit des Dalai Lama das Verständnis für den Kampf Tibets, die Besetzung Tibets durch China und die anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen im von China besetzten Tibet fördern wird. Die Eröffnungsveranstaltung am Montag dieser Woche wurde von mehr als 50 Personen besucht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.